So, hallo zurück in meinem schönen neuen Daheim. Ich habe ja gesagt, dass ich im Oktober im Jahr ein Häuschen gekauft und das ist mein neues Schlafzimmer. Ich habe mich gerade umgezogen. Wir haben eine kleine Party, man hört es im Hintergrund schon, die Musik ist Stunden. Also, ich habe da Gäste eingeladen, Fenjal eingeladen und Etja, die wir auch kennen aus Flusswald, und natürlich ist Mary Jane dabei und unsere liebe Lydia. Also, gehen wir doch jetzt schauen, was da los ist. Partyzeit. Unsere liebe Mary Jane ist wieder am Tänzeln. Das ist super. Super. Ja, ist cool. Und eben, der habe ich noch etwas anderes angelegt. Das ist wunderbar. Also, meine lieben Leute, ich habe euch gesagt, dass wir etwas vorlesen beim Feuerchen, ein bisschen bei Musik und Speise und Trank und alle solche Sachen. Und ja, ist super. Wie sie tanzen, das ist cool. Wow. So, Fenjal, du hast noch heute ein bisschen Musik leisen, dann können wir hier anfangen. Okay, wir haben gesagt, die Legende des Roten Adlers wir lesen und da ist eine Quest mit verbunden, wo wir dann anschliessend einmal, was machen wir denn an? Okay, die Legende des Roten Adlers von Tredain Träen, Archivar von Winterfest. Diese Geschichte wurde nach den Erinnerungen von Clarisse Vienne, Schülerin vom Winterfest, aufgezeichnet. Elemente der Legende lassen vermuten, dass sich die Ereignisse ungefähr um 1. Ära 1030 zugetragen haben. Doch wie bei jeder mündlichen Überlieferung handelt es sich bei vielen Details wahrscheinlich um spätere Anachronismen. Interessanterweise existieren Geschichten von einem männlichen König und seiner legendären Klinge auch in anderen uralten Mythen von Reach. Vor langer Zeit wurde in den gespaltenen Bergen ein Kind geboren. Wegen des Vogelschreis, der seine Geburt begrüßte, und der roten Blüten auf den herbstlichen Bergen nannten sie es Faolan, was in der Sprache von Reach roter Adel bedeutet. So begann eine Legende. Kind von Reach, geboren unter glückverheißenden Himmeln, im Namen bereits die Farbe des Blutes. 10 Könige regierten in jenen Tagen in Reach, und die Menschen waren frei, doch sie lebten weit verstreut und führten Krieg gegeneinander. Die Auguren sahen das Schicksal des Jungen voraus, ein Krieger ohnegleichen, der erste und höchste Fürst von Reach, auserwählt, um alle unter seinem Namen zu einen. Faolan wuchs an Jahren und Stärke, und es schien, als würden sich die Prophezeiungen erfüllen. Das Banner des Roten Adlers wurde an den Felsen von Reach gehisst und sein Volk lebte in Wohlstand. Dann zog Hestra, die Kaiserin des Südens, in den Krieg. Einer nach dem anderen traten sie die Könige ihr entgegen. Einer nach dem anderen machte ihr Platz, entweder indem er auf ein kaiserliches Angebot einging und die Knie vor ihr beugte, oder indem er auf dem Schlachtfeld fiel. Schließlich kam ihre Armee zu den gespaltenen Bergen, und Boten wurden ausgesandt, um über eine Kapitulation zu verhandeln. Faolan weigerte sich, die Freiheit seines Volkes aufzugeben, doch die Ältesten hatten Angst, sie verstießen ihn und beugten sich unter das kaiserliche Joch. So stahlen ihm die fremden Invasoren sein Land, sein Volk, selbst seinen Namen. In den darauffolgenden Jahren wurde Roter Adler bekannt als der ungezähmte Geist von Reach, ungebeugt, ungebrochen, besudelt vom Blut seiner Widersacher. Um sich sammelte er getreue Bürger von Reach, die an den alten Sitten festhielten, die sich nach Freiheit sehnten
und schmiedete eine neue Nation. Zusammen fielen sie des Nachts über die Besatzer und Verräter her und entkamen jeden Morgen in die Felsen und Höhlen. Es war nicht genug. Für jede kaiserliche Wache und Garnison, die sie auslöschten, schienen immer mehr aus dem grünen Süden marschiert zu kommen, um sie zu ersetzen. Eines Nachts wärmten sich die Männer des Roten Adlers unter einem wolkenverhangenen Himmel an dampfenden Feuern aus schwelendem Moos. Super Satz. Da trat eine gebeugte, schlurfende Gestalt hinzu, in Lumpen gehüllt, das Gesicht unter einer Kapuze verborgen. Faolans Männer verspotteten den Fremdling und bewarfen ihn mit Steinen. Doch Faolan spürte etwas und winkte ihn herbei. Die Kapuze wurde zurückgeworfen und in dem trüben Licht kam eine der alten und ehrwürdigen Hexenraben zum Vorschein. Sie bot ihm Macht gegen einen Preis, und so wurde ein Pakt geschmiedet. Als Gegenleistung erhielt die Hexe sein Herz, seinen Willen, seine Menschlichkeit. Von jenem Tag an war sein Geist von Rache erfüllt, ohne Mitleid und Reue. Die Rebellen wuchsen an Stärke und Zahl, und keiner konnte gegen sie bestehen. Kalt brannten Faolans Augen in jenen Tagen, schwarze Opale, die einen Verstand widerspiegelten, der nicht mehr ganz sein eigener war. 2 Jahre vergingen, und die Fremden waren praktisch aus ganz Reach vertrieben. Doch ein solcher Frieden konnte nicht bestehen, und eine große Heerschar fiel über sie her. Eine flinke Armee von Invasoren, anders als alle, die vor ihnen gekommen waren. 14 Tage lang belagerten Estras Generäle die Festung des Roten Adlers, bis er selbst sich zum Kampf stellte, allein und gekleidet in nichts als gerechten Zorn. 1000 Fremde fielen durch sein flammendes Schwert, und der Feind wurde in die Flucht geschlagen. Doch als die Nacht sich senkte, fiel auch er. Die Krieger, die zu ihm gingen, sagten, dass Faolans Augen in jener letzten Nacht wieder klar waren. Er wurde zu einem Ort gebracht, der für ihn vorbereitet worden war, einer Grabstätte, tief im Fels verborgen. Mit seiner letzten Kraft bot er seinem Volk sein Schwert dar und schwor einen Eid. Sie sollten weiterkämpfen, und wenn Reach endlich frei sein würde, sollte seine Klinge zurückgebracht werden, damit er auferstehen und sie von Neuem anführen könnte. So gab er für sein Volk sein Leben, seinen Traum und sein Schwert hin. Doch wenn jede Schuld im Blut zurückgezahlt worden ist, wird er all dies wieder zurückverlangen. So, okay. Ja, es nimmt mich Wunder, was das ist mit dem Schwert und dem roten Adler irgendwie. Ich kann mich gar nicht besinnen, was das für eine Quest war. Ja, wir lassen uns einfach irgendwie überraschen. Da haben wir nämlich, das ist nämlich die Quest hier. Ja, finde das Schwert des roten Adlers, das wäre eine. Genau. Das wäre eine, das ist Rorikstadt da, und hier wird es Markat sein. Ja, was ist denn hier noch? Der liebenden Stein. Ah, so. Okay. Ja, aber das ist weit weg. Ich glaube, wir machen jetzt erst das mit den Gefährten fertig und dann, ja, tun wir mal schauen, ob wir das Quest machen mit dem Schwert und so. Also, jetzt schaue ich gerade auf die Tour. Ja, wir haben ja noch Zeit. Und unsere Mary Jane ist immer noch am Tänzeln. Das ist super. Wow, super. Wow. Ja, die schauen noch so gespannt, die zwei, ich glaube. Wir könnten doch noch etwas lesen zusammen, das wäre doch super. Was haben wir da noch? Dieb, der Dieb. Dieb der Tugend. Ja, ich glaube, wir lesen doch das da noch. Also, Dieb der Tugend. Unbekannter Verfasser.
Ich erzähle nun die Geschichte vom Dieb der Tugend. Im Lande Hammerfell in der Stadt Sutsch lebte ein recht wohlhabender Baron. Dieser war ein bekannter Sammler von seltenen Münzen. Die Baronin Veronique fand das Ganze recht langweilig, jedoch schätzte sie den Lebensstil, den ihr der Reichtum des Barons bescherte. Ravius Terinus war ein bekannter Dieb. Er behauptete Meisterdieb in der mythischen Diebesgilde zu sein. Dies war jedoch vermutlich nichts als Prahlerei. Die einzige bekannte Diebesgilde wurde vor mehr als 450 Jahren ausradiert. Ravius beschloss, dass der Baron seinen Reichtum teilen sollte. Genauer gesagt sollte er ihn mit Ravius teilen. Das ist nicht schlecht. Du solltest die Reichtum teilen und genauer gesagt, du musst nicht mit mir teilen. Das ist super. Eines Nachts... Das ist gut. Eines Nachts schlich sich der gerissene Dieb ins Schloss des Barons, mit der Absicht, eben dafür zu sorgen. So, jetzt sorge ich dafür, dass du die Reichtum teilst mit mir. Das ist nicht schlecht. Okay. Die Mauern des Schlosses waren für ihre Höhe bekannt, und es hieß, man könne sie nicht erklettern. Ravius verwendete schlauerweise einen Pfeil des Durchdringens, um ein Seil oben an den Zinnen zu befestigen. Oben auf der Brustwehr musste er sich... Ich muss kein Knacken sehen. Ich aufschreiben, ich kann es nicht mehr lesen. So, wo bin ich gewesen? Oben auf der Brustwehr musste er sich von den Wachen des Barons verbergen. Dazu hielt er sich im Schatten der Zinnen versteckt und stahl sich auf diese Weise unentdeckt ins Schloss. Das Schloss zu betreten war für einen Dieb seines Kalibers ein Kinderspiel. Jedoch schützte ein raffiniertes Schloss mit nicht weniger als 13 Stiften die privaten Gemächer des Barons. Ravius brauchte nur 9 Dietriche, um es zu öffnen. Nur mit der Gabel, einem Stück Schnur und einem Weinschlauch ausgerüstet überlistet er die 7 Fallen, welche die Münzsammlung des Barons schützten. Ravius war wahrlich ein Meister unter Dieben. Mit den Münzen sicher in der Hand begann Ravius die Flucht, doch der Weg war inzwischen versperrt. Der Baron hatte die geöffnete Tür entdeckt und die Wache alarmiert, die nun das Schloss durchkämmte. Ravius floh tiefer ins Schloss hinein, den Suchenden machen immer einen Schritt voraus. Der einzige Fluchtweg führte durch das Schlafgemach der Baronin Veronique. Als er eintrat, fand er die Dame vor, die gerade zu Bett gehen wollte. Nun sollte an diesem Punkt erwähnt werden, dass Ravius für sein gutes Aussehen bekannt war, während die Baronin eher hässlich war. Beide Tatsachen wurden von jeder Partei sofort erkannt. »Kommt ihr etwa, um mich meiner Tugend zu berauben?« fragte die Dame, am ganzen Körper zitternd. »Nein, holde Dame«, sagte Ravius, schnell schaltend. »Berauben wäre ein zu grober Begriff, um ihn auf so eine feine Blume wie eure Tugend anzuwenden. Wie ich sehe, macht ihr euch mit den wertvollen Münzen meines Gemahls davon?« Ravius blickte ihr tief in die Augen und erkannte den einzigen Weg, durch den er in dieser Nacht mit dem Leben davonkommen würde. Er würde ein doppeltes Opfer bringen müssen. Obwohl diese Münzen von selten hohem Wert sind, habe ich nun eine Kostbarkeit entdeckt, die unschätzbar ist, sagte Ravius allglatt. Doch sagt, schöne Frau, warum stellt euer Mann 7 tödliche Fallen und diese albernen Münzen auf, bringt aber an der Tür seiner tugendhaften Frau nur ein ganz gewöhnliches Schloss an? Ignaz beschützt eben das, was er am liebsten hat, antwortete Veronique zornig. Ich würde alles Gold in meinem Besitz dafür geben, mich auch nur einen Augenblick im Glanz eurer Schönheit sonnen zu dürfen.
Mit diesen Worten legte Ravius die Münzen nieder, die er sich zuvor so hart erkämpft hatte. Die Baronin sank in seine Arme. Aber als der Hauptmann der Wache kam, um ihre Gemächer zu durchsuchen, versteckte sie Ravius höchst geschickt. Sie überreichte ihm die Münzen und behauptete, der Dieb habe sie fallen lassen, als er aus dem Fenster floh. Nachdem er dieses Opfer gebracht hatte, bereitete sich Ravius auf das zweite vor. In dieser Nacht beraubte er die Dame Veronique ihrer Tugend. Er beraubte sie mehrmals, bis in die frühen Morgenstunden. Erschöpft, aber befriedigt, stahl er sich in der Morgendämmerung davon. Der Dieb der Jugend, ja, genau. Ist super. Sehr schönes Geschichtli. So, ja, das ist also wirklich sehr gut. So, und wenn es mir gut geht, jetzt haben wir noch für Zeit. Ich glaube, wir haben noch Zeit. Jetzt sind wir etwa bei 15, 16 Minuten. Ich glaube, ich könnte noch etwas. Haben wir noch Lust? Olaf und der Drache. Ist das auch so ein lustiges Geschichte? Vom Adonato Lotelli. Olaf und der Drache. Ja, das wäre ja super. Komm, das machen wir doch, das machen wir. Eine der schillerndsten Legenden der Nord ist die Geschichte von Olaf, Einauge und Numinex. Vor langer Zeit, während der ersten Ära, verwüstete ein furchterregender Drache namens Numinex ganz Himmelsrand. Der schreckliche Drache machte Dörfer dem Erdboden gleich, brannte Städte nieder und tötete zahllose Nord. Es schien, als könne keine Macht in Tamriel dem Monster Einhalt gebieten. Es war eine schwierige Zeit in Himmelsrands Geschichte, da ein verbitterter Erbfolgekrieg zwischen den Fürstentümern herrschte. Die Jarl hätten vielleicht die Bestie besiegen können, wenn sie zusammengearbeitet hätten, aber gegenseitiges Vertrauen war damals Mangelware. Ein erfahrener Krieger namens Olaf meldete sich freiwillig und versprach, die Bestie zu besiegen. Laut manchen Quellen war er der Jarl von Weißlauf. Laut anderen Versionen der Legende versprach Olaf den Bewohnern von Weißlauf, dass er das Monster fangen würde, wenn sie ihn zum Jarl ernannten. Jedenfalls begab sich Olaf mit einer Handvoll seiner bewährtesten Krieger auf die Suche nach der Bestie und fand Numinex schließlich in seiner Drachenhöhle auf der Spitze des Berges Athor. Es versteht sich von selbst, dass dort ein epischer Kampf stattfand. Zuerst ging Olaf mit seiner Axt und seinem Schild auf den Drachen los. In manchen Versionen der Legende heißt es, dass sich Olaf und die Bestie tagelang mit Klinge und Klaue bekämpften. Aber da sie ebenbürtige Gegner waren, konnte keiner der beiden die Oberhand gewinnen. Die meisten Quellen behaupten, dass Olaf seine Waffen schließlich zur Seite warf, vielleicht aus Frustration, weil sie absolut keine Wirkung auf den Drachen hatten. Um dem Ärger, der sich in ihm aufgestaut hatte, Luft zu machen, ließ Olaf einen schrecklichen Schrei los. Auch hier gehen die verschiedenen Versionen der Geschichte wieder auseinander. Viele Quellen behaupten, dass Olaf sich nicht darüber im Klaren war, dass er die Macht der Drachensprache besaß, während andere behaupten, dass er diese Gabe schon lange besessen hatte, aber sie erst in der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Drachen erproben wollte. Eigentlich alle Versionen der Legende sind sich jedoch darüber einig, was als nächstes geschah. Mit Hilfe der beeindruckenden Kräfte der Drachensprache lieferten sich Numinex und Olaf ein episches Schreiduell auf der Spitze des Berges Athor. Ihre Worte waren so gewaltig, dass sie angeblich den Stein zum Bersten brachten und den Himmel teilten. Schließlich brach Numinex aufgrund seiner Verletzungen und von schierer Erschöpfung zusammen.
Irgendwie, und dieses Detail wird verdächtigerweise in keiner Quelle erwähnt, schafft es Olaf den Drachen dann den ganzen weiten Weg bis zur Hauptstadt von Weißlauf zu transportieren. Die Bewohner von Weißlauf waren gebührend von Olafs Geißel beeindruckt. Sie bauten einen großen Kerker aus Stein am hinteren Ende des Palastes, den sie in Drachenfeste umbenannten. Jetzt wissen wir, warum das dort oben Drachenfeste heisst. Okay, die hat einen Drachen gefangen. Dieser riesige Kerker war bis zu dessen Tod Numinex Gefängnis. Olaf selbst wurde schließlich Großkönig von Himmelsrand, was zum Ende des Erbfolgekrieges führte. Vermutlich hat ihn seine große Heldentat zum einzigen Anführer gemacht, auf den sich alle einigen konnten. Und so herrschte wieder Frieden im Lande. Als Besucher von Himmelsrand finde ich diese Geschichte faszinierend und gleichzeitig höchst unterhaltsam. Sie ist eine der beliebtesten Legenden der Nord und man kann leicht verstehen, warum dem so ist. Es ist eine Geschichte von überragendem Heldenmut, in der ein geliebter und ehrwürdiger Nord gegen einen wahrlich furchteinflößenden Gegner kämpft und siegreich aus dieser Schlacht hervorgeht, indem er ihn durch Schreien bezwingt. Indem er ihn durch Schreien bezwingt. Diese Geschichte wäre nun noch typischer für die Nord gewesen, wenn Olaf Numinex beim Wetttrinken beschlagen hätte. Der Drache unter den Tisch gesoffen hat. Das ist schon nicht schlecht. Es gibt jedoch auch jene, die an der Wahrheit der Legende zweifeln. Der Barde Sfanknir, der während Olafs Herrschaft lebte, schrieb und sang ein altrierendes Lied, das Olafs Version der Ereignisse in Frage stellte. Voller Zorn warf der Großkönig den aufsässigen Barden ins Gefängnis und zerstörte alle schriftlichen Kopien des Liedes. Wie gerne würde ich eine Kopie dieses Liedes in die Finger bekommen. Ich gebe zu, dass ich nie immens neugierig bin, welche Behauptungen Fafnir darüber aufstellte, wie Olaf Numinex wirklich besiegt hatte. Ja, Bussali, ich warte, ich kann die vorlesen. Mein Bussali. So. Sind nur wenige alte Bardentexte überliefert, die darauf eine Antwort geben könnten. Diese Bücher behaupten, dass Numinex aufgrund seines extrem hohen Alters besonders übellaunig war. Diesen Schriften zufolge tyrannisierte der Drache in seinen letzten Lebensjahren das Land, bevor er auf die Spitze des Berges Athor flog, um dort in Frieden zu sterben. Aha, in Frieden zu sterben. Er ist von Altersschwäche gestorben und der Olaf ist der Tuch nicht mitgenommen. Schon gut. Als Olaf Numinex fand, war der Drache zu schwach, um sich zu wehren. Olaf und seine Männer konnten die Bestie mühelos einfangen, aber sie beschlossen, die Situation auszunutzen und eine heroische Geschichte zu erfinden. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass alle von Olafs Kriegern, die sagten, Augenzeugen des Schrei-Duells gewesen zu sein, während Olafs Herrschaft als Großkönig zu reichen Anführern gemacht wurden. Es ist jedoch genauso gut möglich, dass Fafnir einen Groll gegen Olaf hegte und dass sein skandalöses Lied ein Versuch war, den Ruf des Großkönigs zu schädigen. Leider werden wir das nie erfahren. Ich verlasse euch nun, lieber Leser, mit dieser sanften Ermahnung. Ein guter Historiker muss objektiv bleiben und alle Sichtweisen berücksichtigen. Die Zeit tendiert dazu, unsere Darstellung der Ereignisse zu verzerren. Daher gilt, je näher man den Originalquellen kommen kann, desto besser.
So ist das. Das sind, in der Tat sind das verschiedene Sichtweisen von dem Geschehen da. Ich glaube, jetzt muss ich einen Schluck zu trinken nehmen. Mary Jane ist immer noch am Tänzeln. Wahnsinn. Ja, es hat sehr, sehr viel Spass gemacht, die paar Geschichten zu lesen. Das ist super. Das ist super. Der Dieb der Tugend, der war schon nicht schlecht gewesen. Und der andere, der auf den Berg geht und wartet, dass der Drache von Altersschwäche stirbt. Das ist so. Das ist in der Tat, ja, sehr schön. Also, meine lieben Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Dann gehen wir dann wieder ein bisschen kriegen und dann gehen wir dann wieder ein bisschen kämpfen. Und, ja. Wir tun jetzt da noch ein bisschen Party ausklingen und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.